Heute bei ihm daheim im Kanton Basel-Land. Nee, die Schnittbilder, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Heute Morgen bekomme ich eine Message von einem Bro, der hat geschrieben, ey, kann ich deine Nummer weiterleiten ans SRF, an Schweiz aktuell? Ich so, okay, mach. Ich dachte mir nicht Böses dabei. 10 Minuten später, ich bekomme einen Anruf. Hallo, du Schweiz aktuell, wir würden gerne einen Beitrag machen über dich, wegen Corona-Monat, weil ich ja in der Stadt Basel Werbung mache für Corona. Impfen ist wichtig. Dann waren die bei mir heute über den Mittag und haben gedreht und es war wirklich, die kamen rein und dann habe ich gesagt, ey, ich möchte keine klassischen Schnittbilder machen, also dieses am PC sitzen, dann irgendwie so tun, als wäre ich YouTuber, aber wir haben genau das gemacht und es war so cringe. Ich muss mir das jetzt anschauen. Impfoffensive Basel motiviert die Jugend mit YouTube-Star. Es könnte jetzt sein, dass es sehr, sehr cringe wird. Pause-Champ, cringe. Ist jetzt auf an alle Deutschen, das ist jetzt auf Schweizerdeutsch. Das heißt, es könnte noch funnier werden. Ihr müsst probieren, das zu verstehen. Aber ich glaube, es geht. Guten Abend miteinander. Das ist die größte News-Sendung auf Schweizerdeutsch, die es gibt. Willkommen. Wir zeigen Ihnen, was läuft und geht in der Schweiz, heute mit diesen Themen. Anstupf per Internet. Mit Hilfe von einem YouTube-Star will der Kanton Basel-Stadt die Jungen zum Impfen motivieren. Bürgerstock, yes! Okay, wir gehen rein. Beitrag, let's go. Ist gestern ein bisschen zäh gestartet, die nationale Impfwoche. Aber die Kantone haben noch allerlei Ideen parat. Ist ein bisschen leise, ne? Die Stadt zum Beispiel setzt jetzt auf die Bevölkerungsgruppe, die es noch am meisten Ungeimpfte hat, die ganz Jungen. Von den 12- bis 19-Jährigen sind nur ungefähr die Hälfte. Nee, lass es. Geimpft. Der Kanton will sie zum Impfen Sind viele Deutsche im Chat, versteht ihr das? bringen mit einer Online-Kampagne und einem YouTube-Star. Mehr sind Vorteile vom Impfen, dass ich einfach wieder alles machen kann, was mir am Und einem YouTube-Star und einem YouTube-Star. Okay. Herzen liegt. Sei es Reisen, sei es mit Freunden in den Ausgang gehen. Jugendliche sollen Jugendliche zum Impfen bringen. Beispielsweise mit kurzen Videos auf Facebook. Mit ihnen auch der bekannte YouTuber Adi Totoro. Oh, nice. Ich habe mich impfen, weil es einerseits mehr schützt und die anderen Leute auch. Ist eigentlich ganz einfach. Wichtig, die Impfung ist wichtig, schützt mich und schützt andere. Es ist ganz einfach. Wir treffen Adrian Vogt alias Adi Wir treffen Adrian Vogt. Ey, genau diese Kamera filmt jetzt. Oha. Totoro, heute bei ihm daheim im Kanton Basel-Land. Es sei für ihn gerade klar gewesen, Nee, die Schnittbilder, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht. dass er den zahlt. Ich musste irgendetwas in dem Schnittprogramm, ich musste so tun, als würde ich arbeiten. Wir sind irgendwo. Auftrag zu der Infokampagne zum Impfen annehme. Zu den Reaktionen sagt er: Ich bin mega überrascht, wie gut die Rückmeldungen sind, weil ich habe schon so... Chat, guckt jetzt, guckt im Hintergrund. Was seht ihr? Moneyboy. Das ist es. Von Anfang an, ich habe ja gewusst, ich bin nicht dumm, so, wenn man Werbung für die Impfung macht, ist schon logisch, dass die ganzen Leute, die nicht dafür sind, vielleicht dagegen sind. Grundsätzlich ist es gut. Nein. Ich poste Stories und mich markieren, von dem her glaube ich, ist nicht so schlecht. Auf der Basler Straße sind die Jugendlichen aber eher skeptisch. Also ich finde es gar keine schlechte Idee auf jeden Fall, weil man kann durch Influencer auf jeden Fall viel erreichen. Aber ich finde, die Entscheidung liegt immer noch Hey. selber. Es ist ja trotzdem so meine eigene Meinung, auch wenn es jetzt er sagt, aber wenn er jetzt halt bekannt ist, so, ich werde es trotzdem nicht machen. Also ich finde es eher so ein bisschen abweisend, weil es ist so wirklich der Zwang, also so das Überreden. Ich finde, es bringt nicht so viel. Ich finde es eigentlich nicht so gut, weil eben, ich bin der Meinung, einfach, dass man sich... Ja, also, Digga, die schneiden jetzt alle nur die schlechten Antworten rein. dass es freiwillig ist. Wenn man sich will impfen, dann soll man sich impfen und wenn nicht, dann nicht. Nebst den kurzen Videos gibt es auch Flyer extra für die Jugendlichen, die an die Oberstufenschulen und Gymnasien verteilt werden. Das sei nötig, ist man beim Basler Gesundheitsdepartement überzeugt. Von den 12- bis 19-Jährigen dürften nur etwa 57% Was ist Schwurbel? geimpft sein. Das ist die Altersgruppe, die die tiefste Impfquote hat. Und gerade die Jugendlichen, die bewegen sich ja in sehr vielen verschiedenen Gruppen. Die sind in der Schule, die haben dann Kollegen, dann sind sie noch im Verein. Und durch das treffen sie sehr viele verschiedene Personen und könnten natürlich so auch potenzielles Virus sehr schnell an viele verschiedene Leute weitertragen. Der Einfluss der verschiedenen Gruppen dürfte einer der Gründe sein, Nee, diese Bilder, es geht nicht. dass sich die Gleichaltrigen seltener lassen. Wir sind irgendwo. Der Adi Totoro.
Wenn du in einer Klasse bist, wo alle Kollegen dagegen sind, dann tust du wahrscheinlich auch nicht impfen, wenn die Eltern dagegen sind. Starlet Nova, aha. Moneyboy, aha. Fabio Wittmer, aha. Adi Totoro Schwarz. Lass es. Impfst dich vielleicht auch nicht, wenn du noch jung bist, wenn du nur die eigene Meinung darüber hast. Das ist so ein Problem. Und dann ist es halt auch schwierig, so eine Kampagne zu machen, um zu sagen, ey, wir wollen jetzt die Jungen erreichen. Weil ich glaube, erreicht worden sind die Jungen. Ich glaube, die Jungen haben sich schon Gedanken darüber gemacht. Beim Kanton Basel-Stadt hofft man, dass die Gedanken mit der Hilfe von Adi Totoro beim einen oder anderen dann vielleicht gleich noch zu einer Impfung führen. Wir bauen darauf, dass die Jungen sich jetzt in dieser Woche Zeit haben, um sich eine Meinung zu bilden und sich dann auch für eine Impfung entscheiden. Was für Comedian? Ich bin doch Comedian-Chat. Soll ich mal ein Wortspiel machen? Ich mache viele Wortspiel, weil ich mit dem Wort spiele. So, das war's. Die Infokampagne für die Jugendlichen hat in Basel-Stadt gestern noch nicht so viel mehr Impfungen geführt. Mit etwa 130 Erstimpfungen hat man den Schnitt nicht gross aufgebracht. Immerhin, 1/3 der Leute waren aber unter 29 gewesen. Boah, huge, huge. Ja, super Beitrag. Die waren bei mir etwa 40 Minuten, 3 Sekunden sind im Beitrag drin. Er war nicht so cringe, wie ich gedacht habe. Es war cringe, aber es ging noch einigermaßen klar. Aber ich habe jetzt einen Fernsehbeitrag über Corona und sind die Hate-Kommentare schon reingekommen auf Insta? Wieso machst du Werbung für die Impfung, Digga? Du weißt schon, dass es nichts bringt. Wer sich impfen will, der soll sich impfen. Wer nicht. Ich find's gut. Deshalb setze ich mich dafür ein. Es ist doch ganz einfach, Digga.